3000 Quadratmeter, Herr Brümmer. Alter Baumbestand, Hanglage, Südwest. Da haben Sie den ganzen Tag über Sonne. Und 370, bitte Sie, das ist geschenkt für so ein Sahnestück. Na komm, fangen wir mit an. Was denn? Der Hollywood-Hagel auch noch? Und da ist doch gar kein Platz, meine König. Snack nicht so viel vor an. Mülldeponie. Nee, da lang. Was denn für eine Mülldeponie? Aber besser, Herr Brümmer, die liegt doch einen halben Kilometer weg. Na, mal. Nee, Moment, ich kann das überhaupt nicht hören. Herr Brümmer, die hören Sie nicht und sehen Sie nicht. Und das bisschen Gestank ab und zu. Na, dafür wohnen Sie dann ja auch mitten im Grün, nicht? So, der Stol kommt auch gut. Aber irgendwo möchte das sitten. Der wird hier nicht sitzen, der wird hier bloß schlucken, Schatz. Müssen Sie mal durchbringen, Herr Brümmer. Unter 350 ist nichts zu machen, sag ich Ihnen gleich. Nu komm mal in eine Puschen, Rosemarie. So wird jeden Augenblick hier wehen. Und der Hessigen vertellt das einen von den beiden hier auf das Sofa sloppen muss. Das war's uns ja geworden, ne? Ich hab bloß 16 auf kein große Ansprüche gestellt. Nun mal los, Betttücher! Ruhe, damit doch wohl. Ich hab den Kunden in der Leitung. Die Söhn schleppt auf das Sofa und den Vater auf die Liege. Doch Fragen? Das Geld ist doch ein warmer Regen, Schatz. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Brümmer. Wir schauen uns das Grundstück erstmal an und dann sehen wir weiter. In Ordnung? Macht ihr aber keine falsche Hoffnung, ne? Das Geld kommt in der Haushaltskasse. Ich hab gerade noch 45 Cent. Dann hast du mehr als ich. Wie ist es denn mit morgen? Gut, dann rufe ich Sie am Montag wieder an und wir machen einen Termin. Ja? Auf Wiedersehen, Herr Brümmer. 6 Mal könnt ihr nur nicht woanders runterholen. Das hier ist mein Büro. Ist das nicht? Das ist kein Büro, das ist ein Fremdenzimmer. Fremdenzimmer? Ist was mit Oma? Ach, was, die Vater hat. Ach, Quatsch, vertell ihm das doch so. Da hätte ich wohl recht. Die Söhne, in Fälle hätte können sie auch analytisch. Und dann konnte ich dann irgendwann. Also pass auf. Ich sitze in den Stammkneipe und komm zufällig mit 2 Herren ins Nacken. Vater und Söhne wird morgen die Landwirtschaftsausstellung besögen. Na, wie sagt's von Düt und Dat? Sie geeft in Ut, ich geb in Ut. Also gut, sie geeft noch in Ut und an den dritten Köm, ich hab das Zimmer hier vermietet. Noch mal, du hast das Zimmer hier vermählt? Und nun kommt der Clou. Sie blieb hier bloß eine Nacht, man betont und zu vertreten. Noch Fragen? Und ich war überhaupt nicht gefragt, oder was? Nee, wieso? Zum ersten ist das nicht die Zimmer, und zweitens hast du ja doch Nesig. Davon noch nicht schon. Na süß wohl. Und wo schadet mein Geschäfte abwickeln? 40 alt. Aber wie abwickeln fand ich von eben. Kennst du denn? Jo. 3 Möglichkeiten, eine Firma kaputt zu machen. Die schönste, Frauenslied. Die schnellste, Glücksspiel. Aber die sicherste. Abwickeln, Treuhand. Am Telefon bin ich obsmet. Und auch gerennt Hüt. Sondern mag ich mein besten Geschäfte. Könnte der nicht im Hotel übernachten? Wühlt sie nicht und könnt sie nicht. Die Hotels sind all voll. Schall ich die mal vorreden, weil ich da wie Tausenden bin. Och, nu jammer doch nicht. Du hast den Beamtengehalt. Die Maklerei ist doch bloß ein Hobby. Und das mit dem Geld, was du bei uns abgibst. Aber ich bin jung, jetzt nicht böse auf dem Trocken. Wie mir pflegt die Swalben auf dem Rück, dass sie die Armut nicht sieht. Ich brauch jede Mark. Braucht sich bloß für was? Fang nicht wieder so an, ja? Ich weiß ja noch nicht, wo die 60 Mark abgeblieben sind, ne? Der kann sich doch nicht in Luft auflöst haben. Nee, aber vielleicht in Rauch. Oh, komm, die Zigaretten bezahle ich immer noch von meinem eigenen Geld, ne? Wissen, was will ich da auch von haben? Ich kann ja nicht den Dreck nicht kleiden. Sollst du das lieber abgeben? Löwenimmobilie? Mit das verdammte Smöken machst du die noch kaputt. Wenn wir was kaputt machen, ne? Da. Dann ist das ganz was anderes. Doch, die wohnt hier, aber im Augenblick ist sie nicht da. Wer ist das? In Ordnung, ich sag's Ihnen. Oh, dann wird die Reiseveranstalter, die sagt, Oma muss sich noch gegen Malaria impfen lassen. Na bitte, hab ich dir gesagt, das blifft nicht bei den Prospekte. So ein Tick fasst sich gut, Schatz. Wenn das nie oder wer halt ja mal gründlich durchpusten lassen. Hier Borbenfest, weißt du? Quatsch, hier mal nicht dusselig rum, ne? Vertell mich selber, wann sich ihr das Bifuhl scheitert, sie von Nacht in den Köks locken muss. Was ist denn da wie? Wie habt ihr extra die Hollywood-Schaukel aufgestellt? Und Fernseher kriegt sie auch. Kann sie endlich mal selbst bestimmen, was sie sehen will. Ja, wie haben wir schon mit Fragen schuld? Mir hätt auch nimm's Frau. Hey, komm. Noch ist das hier Oma Erhus, ne, Rainer?
Das Bild geht schon noch, aber der Ton. Und wie verfragt er so einfach in der Küche? Lass mal sehen, wenn wir wieder so mit der umspringt, dann gibt uns nichts mehr von der Rente ab. Da bin ich auch nicht scharf auf. Aber ein Makler und Telefon, das ist dazu was ein Pianist und Klavier. So, alles klar. Astreines Bild. Und auch süß, urgemütlich. Wenn du mal wieder die Migräne hast, Schatz, ich glaub gerne in der Küche. Oh, da sind sie. Nun mal los, wo ist das Bett für das Sofa? Was sind die? Jürgen, mal langsam mit dem jungen Pferd. Und ja, kennt die CD, ne? Löwkorn-Immobilien. Spreche ich mit Frau Dr. Schimmelpennig persönlich? Ah ja, Frau Dr. Schimmelpennig. Ich rufe nochmal an wegen dem Objekt in der Gartenstraße. Bitte? Wieso Westphal? Des Objekts. Ach so. Ach so, ach so, Westphal, ja, natürlich. Da haben Sie hinsichtlich dieses Objekts schon irgendwelche... Was denn für ein Schandfleck? Ach, den alten Schuppen meinen Sie? Ja, der kommt selbstverständlich weg. Den lasse ich auf eigene Kosten abreißen, Frau Dr. Schimmelpennig. So, hier, bitte, dann ist das Zimmer wieder, Herr. Können Sie sich hundertprozentig darauf verlassen, Frau Dr. Schimmelpennig, in 2, 3 Tagen ist er verschwunden. Da geht nicht einfach einen von unseren Bulldozern hin, ne? Eswin Junior entwickelt bloß noch kaum Geschäft ab, den hätte das Zimmer ganz für sich allein. Apropos Zimmer. Wo geht das da hin? In den Köker fröhlich. Der hätte aber noch 2 Togang am Flur hin, also kein Bank, dass sie gestört war. Sag ich doch, Frau Dr. Schimmelpennig, sag ich doch. So ein Sahnestück in der Gegend, da lecken sich andere alle 10 Finger ab. 4 Abendreine. Entschuldigen Sie, Frau Dr. Schimmelpennig, aber meine Sekretärin sagt mir gerade, dass Sie noch einen wichtigen Termin haben. Ich komme wieder auf Sie zu, ja? Mein Gattin. Schatz, das sind die Herren Fröhlich und Söhn. Hier ward nichts mögt, die Herren sind nicht drauf. Namen, Frau Klöfkorn. Abend, junge Mann. Tja, hoffentlich muck wie Sie nicht so viel Impfsten. Aber ganz und gar nicht. Ich muss bloß so eben die Betten schlecht moben. Ja, komm mal her, fang mal mit an. Nicht nötig, Frau Klöfkorn, das muck wie Söden. Na, Herr Viktor Fehl versprochen, urgemütlich, ne? Das ist doch genau das Zimmer, das Sie gesagt habt, ne? Aber wie Zimmer fallen über dem? Ein Zimmer, ein Mann, ein Frau, 2 Eier. Wer kann dort einen Satz von buchen? Das erzähle ich doch, der Anna sieht von Flur mit Waschgelegenheit. Oder ist er noch erzählt? Pass auf. Ein Zimmer, ein Mann, ein Frau, Ein von 2 den Eier. beiden muss leider aufs Sofa schlafen, wird kein Humor nicht anders. Tja, also was ich bin, ich kann überall slopen. Ja, mein Sohn auch. Nicht, Stefan? Aber wer denkt denn nur an Slopen, was? Es ist doch bestimmt noch ein Tag durch die Gemeindeansicht, oder was seht ihr, ne? Ja, ähnlich will sie. Solange der Jahrmarkt in der Gang ist, kriegt sie ja sowieso kein Auto. Oh, da gewöhnt man sich an. Aber wenn Sie uns Nachtleben kennenlernen wollen wie den Herrn, ich kann Sie ein paar Tipps geben, wo Sie garantiert auf Ihr Kosten kommt. Am besten sind die Filme angeglichen mit, ob das flach kenne sie gut. Du hältst die Trö, Schatz, ja? Na, was ist? Tja, was meinst Stefan? Ist Lust noch ein bisschen auf den Switch zu gehen? Tja, ich will mir auf den Leber ein bisschen auf die Ohr hauen. Bitte, wir hätten einen anstrengenden Tag für uns morgen. Alles klar, Herr Fröhlich. Wenn Sie sich die Nacht in die Ohren schlagen wollen, dann haben Sie auch kein Zimmer. Bruch, ne? Also nochmal. Ein Zimmer, ein Mann, ein Frau, 2 Eier. Aber wenn ein Anruf für mich kommt, dann darf ich doch nicht. Nee, darfst du nicht, du hast doch gehört, der Herr Gültoberg. Ich bin auch ganz lieb. Ab sofort hast du hier nichts mehr zu sagen, ist das klar? Also nochmal. Ein Zimmer, ein Mann, ein Frau, 2 Eier. Na? Ein Frau Zimmermann. Hat ich immer gesagt, die Jugend hat kein Humor. Frau Klöfkorn? Ja, Herr Fröhlich. Ui, schön, danke, Herr Fröhlich. Das ist... Ja, Herr Fröhlich, nun kann ich leider im Moment gar nicht. Kannst du Rutsch geben? Stimmt so, Frau Klöfkorn. Was? 200 Meter? Hast nicht gehört, stimmt so. Fühlen Sie sich ganz astos wieder. Was soll ich mit dir denn los? Gib mich sofort ein Geld für das Wir sind vor Ort, mein Jung. Ist was? Wo so?
Du sagst ja gar nichts. Du hast doch sicher Snacken, was sagst du? Na ja, nu sind wir ja unter uns. Es mag für uns die Idee unter der Westjubelt hat, uns das Zimmer zu vermieten, diesen Sabbelmoor. Und die glöft werden vor dumme Fund. Hast du was secht? Nee. Nicht, dass ich das brug, aber gegen ein paar anerkennende Wörter hat nichts intuwend. Lang mir mal die Skizze her. Was für eine Skizze? Hast du die keine Skizze gemacht? Mann, Richie, ich setz mich doch nicht in die Bank und morgen Tegnung. So was fall doch ab. Ja, ich mein doch auch daran, Gedächtnisskizze. Foto. Ich kann nicht genau sagen, wo das der ist. Hef ich eins hier bin. Typisch Anfänger. Ein Profi muckt sich eine Skizze. Und Skizze fängt dir gar nicht erst an. Du musst noch ein paar lernen, du. Was ist das, Bammel? Ach, was? Naja, wäre ja kein Wunder, wie das erste Mal. Aber sag mal, ist das nicht ziemlich riskant? Mit all den Lüt hier in Hus? Wenn die Lüt nichts mag, ist das doch nicht riskant. Und die wart nichts magen. Da verlege ich mich Hand ins Tür. Wer die dann an, du? Wedere Geräuschkulisse können wir uns gar nicht wünschen. Aha, du. Alles inkalkuliert. Sogar ein Profi an der Sokran. Komm, wird uns Socken holen. Was schall ich denn nun zu die Säcken? Vati? Papa oder was? Ist mir doch egal. Was sagst du denn zu den richtigen Vater? Gar nix. Wieso gar nichts? Ich hef keinen. So, ja. Sag doch, was du wollt. Dann guck doch auch mal jetzt vor. Ist doch notwendig nachgucken, warum fürchtet du das nicht? Und den Tonhecke, Junge! Ja, ich hab wieder das Geld und ich kann in den Kühlschrank. Kannst du nicht hinkommen, Mama, geht's los, ja! Das ist mir ein Down in den Stuhlschlauch. Hey Gott, anders lügt. Mimo, der Frau Lemke. Angenehm. Bitte? Freit mich sehr, Bekanntschaft zu mucken. Kann ich von mir nicht singen. Mama, nun komm doch mit in die Küche. So können wir doch noch mal in Ruhe über eins snacken. Du hast Gift hat nichts mehr zu snacken und mit dir sage ich sowieso kein Wort mehr. Wie habt ihr doch extra die Hollywood-Schaukel aufgestellt, Oma? Da sitzt du doch so gern in. Und Fernseher hast du auch. Und mit dir sage ich auch nicht mehr. Bloß so viel noch. Die wart du noch wundern. Ja, also, wieder Herren, wie habt ihr das Problem? Aber da gibt ja eine beste Familie für. Wollt ihr dann auch wie Willem Busch? Endlich fühlt wie wir's zu Bett. Aber bitte, meine Herren, tut sie sich keinen Zwang an. Uns Oma hat lang keinen männlichen Striptease mehr sehen. Lot ihn blöden Witze. Das wäre kein Witz. Wenn ich Witze vertelle, sag ich vorher Bescheid. Mama, nu wär's doch vernünftig. Du ans Hetze bitte. Fröhlich. Aha. Herr Fröhlich, sind Sie so nett und fragt Sie mal die Tochter, was das unvernünftig ist, wenn ihr Kerl den Stuf sloppen will. Ich weiß, wir haben dir das vorgeschult, aber das lässt sich nun ja nicht mehr ändern. Wie können doch diese beiden netten Herren nicht für die Tür setzen, Oma? So was für gegen die elementarsten Regeln von der Gastfreundschaft verstücken. Oha. Wenn ihr will, dann kann er auch gebildet snacken, mein Herr Schwiegersohn. Also noch die Kneipe hat, da wäre sie den zweitbesten Gast, ein Akademiker. Fang nicht an zu sticheln, Oma, das kann ich besser. Ja, aber das kann hey, nicht? Er kann so viel, dass ich nicht weiß, wo er anfangen kann. Und darum da er lieber nix. Wollte ich mir das von dienen oder säcken lassen? Musst du wohl leider zurecht. Ich gebe Sie einen golden Rat, junge Mann. Wenn Sie Heiratsabsichten hätten, kriegt Sie sich erst die zukünftige Schwiegermutter an. Und wenn Sie den Jünger noch heiraten will, dann sind Sie Söhnen schuld. Tja, ist doch wohl das Beste, wenn sie mit mir Mutter snackt von uns lässt. Sie sich ja doch nichts singen. Ja, bitte, wenn sie meint. Ich muss sowieso Armbruch machen, ne? Ja. Die wart sich noch wundern. Sie drückt das nicht persönlich neben Herr Lustig. Fröhlich. Ja, und das ist mein Sohn Stefan. Komm, Stefan, sag Frau Lemke guten Tag. Tara! Sie mögen entschuldigen, dass ich hier so rindplatz bin, Herr Fröhlich. Aber du sagst doch mal so, ne? Kann ich mir so was gefallen lassen? Als ich meine Tochter und ihre Familie bei mir abgenommen habe, hätte ich ausdrücklich gesagt, ihr könnt das ganze Haus hemmen. Bloß du sitzt du hier, den will ich von mir behauen. Und was passiert?
Erst snackt sie mir ein Stück von der Stufe auf, da der Bank ihren Tresor da inbauen kann. Jeden Abend hockt sie ja vom Fernseher bei mir. Der Bengel, der telefoniert, ob mir Kosten in der Weltgeschichte rum. Und ihr habt auch noch das Stufe an fremde Lüd vermäht. Aber da steckt ja bloß wie ein Schwiegersohn achter, nicht? Der denkt bloß an sich selber und wohl kaum vom Markt verdienen kann. Habt ihr denn nicht woanders ein Zimmer finden können, Herr Fröhlich? Nee, eins voll. Ach, nee. Naja, an und für sich muckt mir das ja gar nichts gut, wenn ich mal nach in der Köksstube muss, nicht? Nee, ärgert bloß, dass mein Schwiegersohn sie im Willen kriegt. Wie passt das nicht, dass ihr hier den Husherrn spielt, diese Windbüttel? Was hast du? Den Elbow darfst du haben. Ach so, ja, bitte, wie? Wir sind also tut morgen in der Wegen. Nee. Ja, und dann morgen, den ganzen Tag auf diese Landwirtschaftsausstellung. Nee, oh Gott, das ist ja zu viel für so einen jungen Menschen, ne? Oh Gott, ne. Arme Junge, ne. Naja, sehr schön, dass ich in der Leben, dass die Familie jetzt so ein Stück Sperrmüll behandeln seid. Ach, dann habt ihr doch nichts gegen das Vieh hier. Naja, ich bin kein Unmensch, Herr Fröhlich, ne? Frau Lemke? Bitte. So, ich denke, Sie hätten damit holt. Für Sie, Frau Lemke. Für die Scherereien, die Sie wegen uns hat. Oh Gott, na ja, mit wegen denn Dankeschön, ne? Was habt ihr von Hutgröße, Herr Fröhlich? 58, warum? Ja, aber jetzt den Sombrero mit. Oder willst du lieber ein Kimono hin? Ja, ich weiß nicht. Dann bringen Sie beides mit, ne? Was ist nu? Wollt wir uns Sorgen hinholen? Ja? Ja. Ja, der Monteur. Ne? Vor ans Herr Weg das Mucks. Was? Na Mensch, ist der nicht mag, wo an sich die Ulsch entwickelt hat mit meinem Charme? Wetter! Hoho. Sie habt ja wohl Ihren halben Husstand mitgebracht. Ach, bloß das Nötigste, Herr Fischkorn. Bei den für die Gemütlichkeit zu Brut, ne? Mein Sohn zum Beispiel, wenn den ich den Stereo anlach, wie sie kennt, ist das bloß ein halben Menschen. Sie habt doch nichts gegen, wenn ihr ab und an mal wegen Musik mogt. Lieber Herr Fröhlich, ich bin Süden von Kopf mit Folk musikalisch. Als ich noch mit Kneipe habe, Herr wie jeden Abend ein Trompetensolo geben. Mit absolute Hit wäre Helm ab zum Gebet. Kann uns Auto doch, wenn du das dumm. Klar, Helm auf! Junge, die, wenn sie den voll ob der fackelt, die werden, was? Stimmt. Man, das Schlimme ist, hey, da das auch. Kenn ich, Herr Fröhlich, kenn ich alles von mir Tochter. Für Beate ist Musik erst richtig schön, wenn die das Trommelfell in Fetzen nur die Ohren pflückt. Aber von mir aus könnt ihr auch volle Pulle gehen, ich hab von Abend was für. Und um den Frauenslüg drum zu sich nicht drum kümmern, wie Gattin hätten die als Blitzableiter und Ober als Plimplem. Noch Fragen? Ja. Ist anders nimm's in Hus? Nee, die Söhne hat Nachtdienst. Und die Tochter ist in Kio als Platzanweiserin. Und so wäre also kein Rücksicht auf Verlust, der junge Mann. Herr Klöf, komm. Sind Sie sicher, dass Frau Lemke... Ich mein das nicht so ganz. Der hat eine astreine Klatsche. Aber hallo! Hätte sie noch nichts von der Weltreise erzählt? Nee. Dann willst du sich mal vorstellen. Die bildet sich doch wahrhaftig in, sie kommt von der Lütte-Rente in Weltreis mucken. Und so was hab ich als Schwiegermutter. Aber wie Schwiegermutter fällt mir schön Witz in, kennst du denn? Als hätt sie einen Schatten siebten Seelemann, als sie Schwiegermutter tot blieb wär und hätt die Beerdigung bezahlen müssen. Gott, ne? Naja, aber süß, muss ich sagen, im Großen und Ganzen sind wir eine intakte Familie. Wo gibt das von da so weit noch wieder her, ne? Dann würd wir sie nicht länger abholen, Herr Klöf, komm. Hannes, für meinen Freund, Hannes. Ich bin hier in der ganzen Gegend bloß als Hannes bekannt. Sind Sie mal so nett, Herr Klöf, kann und muck die Tür zu? Aber gern. Von Buten!
Ach so. Eins klar. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, die Herren. Kein Slödel in. Hier auch nicht. Hier. Siehst wohl? Gewusst wie. Und der Anna? Immer der Rechner. Punkt für Punkt. Kümmer du dich um die Musik. Von nur auf an. Geil eins nach Plan. Ans Klo. Na nu, was denn? Die liege da in der Ecke. Anderthalb stehen. Von der Anna sieht noch mal das Sülbige. Oh, das war ein zu Stück Arbeit. Aber immer noch besser als Beton. Durch Beton kommst bloß mit dem Presslufthammer da. Stefan, na was ist sich an? 1,20 Meter. 1,20 Meter. Jo. Weißt du das genau? 100%ig, du hast deine Tresur. Dann mögt wie hier durch. Da das Sofa? Blöd, Mann. Ach, da das Sofa natürlich. Na, was ist? Nehm ab und dann lässt er da rum. Hören Sie, Herr Klöfkorn ist leider nicht mehr im Hause. Augenblick, bitte. 21, 22, 23. Können Sie? Montagabend wäre noch ein Termin frei. Sie klingeln. 18:30 Uhr. Habe ich notiert. Auf Wiedersehen, sehr ruhig. Imagepflege, Sie versteht? Sie liegt beneden Sekretärin spielt, ob das Geschäft noch mal so gut. Was soll die kosten? 500? Ist nicht zu verköpen. 550, mein letztes Wort. Na, was ist? Man hast du Matsch auf der Ohren, ich verköp nicht. Wetten doch? Der Tor hätte ich noch eins kriegen, was ich hätten wollen. Bis nackt am Morgen noch mal über, nicht? Mina Namen? Ich frag mich, wo lang die Nerven das noch durchholt. Wieso? Meine Nerven sind in Ordnung. Ah, und warum bleibst du denn der Lüd so an? Ach, mich nimmt den Beispiel an nie. Ein Profi, den lässt sich nicht unter Roh bringen. Den bleibt immer cool, was doch passiert. Also, richtig an Riesen, ja.
Ja. SDS Max. Das allernächste Modell. GBH 45 DCE. Just auf den Markt kommen. Kosten das Vermögen. Der Ghetto Blaster ist auch nicht billig. Mach wohl, Mann, den hast du ja nicht betont. Du, den Boschhammer denn? Klar doch, Bohr auf den Tisch. In so'n Sorgen bin ich Pütschere. Mit Claudes Werkzeug arbeiten bringt Unglück. Willst du hier einer wenigstens Steckdose sehen? Hier. Gib mir mal Saft. Wow! James Dean! Gigantisch! Hast du von Abend was für? Na, die Speedvorstellung hätte ich frei. Mann, wenn du mich noch länger so ankickst, vielleicht sogar früher. Wer sind Sie? Beate. Und du? Richard. Darf ich mal fragen, was Sie hier zu sögen habt? Das Söhnige kann ich sehr fragen. Wie wohnt ihr? In mein Oma ihr Zimmer. Ach, denn sind Sie Herrn Klöfkorn seine Tochter? Meine Mutter sagt das. Mehr als er lieb ist. Sagt sie, du kannst doch mit im Kino kommen. Ich glaub, die Sorin. Es das schien, weet sie nicht, dass wie das Zimmer hier mietet. Hätte. Ja, hätt wie. Also, wenn Sie das nächste Mal nach Hus kommt, dann schon Sie wieder die Hustür benutzen, weet Sie? Danke für den Tipp. Bloß wenn ich das ähnlich helfe, nehme ich lieber den Karten weg. Weet Sie? Aber das Finster wär doch tot. Wo hätt Sie das denn abkriegen? Den Trick habe ich von Papa. Und Oma, wo ist der aufbleiben? Sag mal, Jimmy, sammelst du immer so viel? Heißer Feger, was? Komm mal her. Was ist denn? Finger weg von der Liebe, hörst du? Ich helf doch bloß Ja, 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 so fang das immer an. Und ehe du die versüßt, sitzt du ins Schlamassel. Ich weet Bescheid, du. Wenn in mein Leben mal was schieflaufen ist, dann wär doch immer ein Trauungsmensch schuld an. Mann, Richie, das ist doch... Wer ist hier der Profi, du oder ich? Du natürlich. Also, Vielen Dank, Oma. Wir sehen uns noch, Jimmy. Ciao. so, das hätten wir. Da hau ich einen Nagel rein. Und denn? Was denn? So, mit wie noch so gut. Das ist doch uns Fluchtweg. Das du Söden sagt. So, ja. Das ist ja recht, der Weg vergeben. So, dann will ich mal. Weg, Herr Klöfkorn. Entschuldigt das Fehlwurz, aber ich würde unten mal den Notutgang benutzen, darf ich? Ja, wenn das ein Utnor bleibt, gern. Grundet Indianer Ehrenwort, Herr Fröhlich. Wo ansetzt Sie dann muckt er die Tür nicht abgeht? Gute Idee, muss ich mich machen. Nee, Lutzi. Ich tue nur meine staatsbürgerliche Pflicht und kurbel das Wirtschaftsleben mit, ja. Geben Sie mir Rückendeckung, Herr Fröhlich? Was meinen Sie mit Rückendeckung? Naja, wie Gattin glaubt, ich bin hier. Wenn Sie noch mich fragt, sagt sie einfach, wie sind Sie so fein wie Klöne und Sie scheiße, ich bin Geduld, ja? Ja, also ähnlich wird Danke, Herr Fröhlich, vielen Dank. Sie sind ein echten Kumpel. Ja, Erik vergeht, würden Sie ein Eiton frühstücken? Also, was ich bin, ich esse das gern mal ein. Kocht oder brat? Guckt, 4,5 Minuten. Sie auch, junge Mann? Ja, das Problem ist, wir haben kein Eier. Wir haben leider bloß Toast und Marmelade. Ja, was frucht sie denn erst? Ich muss auch Grund, die Rente kommen. Holzauge sei wachsam, ist Bescheid. Herr Klöf, komm.
Alles für ein rechtes, ja? Was ist? In halbe Stunde sind wir hier zu Bett. Als Klo. Ja, nicht dazu, ob den Sylvigen Becher da rinkommt. Lieber Herr Fröhlich, ich will doch was nicht schicken dein. Aber wie das Stichwort Bett fallen mir um an die Drehwitze. Ein Mann, ein Frau, ein Bett. Junge, ich sag dir das noch wohl. Du musst die zusammenriefen. So kannst du mir die Lüge nicht irgendwo mit damit Muck wie auch verdächtig. Wenn das so wieder geht, könnt ihr den Bruch vergeten. Wir hatten nicht mehr viel Ritchie, guck, ist nicht aktuell. Mit dahin rühm ich die Drehbanken. Du hast noch ein Baby in den Rücken. Hallo, die ganz auf mich, Stefan. Ich hab alles im Griff. Sag mal, Problem, guck wieder eigentlich nicht auf die normale Tour. Ja. Und was ist die normale Tour? Na, von vorn rennen, Hände hoch, das ist ein Überfall, der eine heute Lüte schach und der andere kassiert. Ich mag nicht, was jeder mag. Meine Spezialität ist der klassische Bruch. Vom Bogen, von innen und von der Sied. Aber grundsätzlich nicht vom Firn. Das ist mein Stil, dafür bin ich in der ganzen Branche bekannt. Und da blieb ich irgendwie. Ich hätte mein Leben da noch nicht mit dem Ballermann arbeiten. Ich kann da gar nicht mal mit umgehen. Schall ich die beibringen? Du, mi? Ist ganz einfach. Wo ans kommst du, Dobby? Schenkt kriegen. So zu säcken. Her mit dem Ballermann. Worum? Wenn sie die mit der Ding zu Pfoten kriegt, dann kommt sie, die kriegst ein paar Jahre mehr auf. Also los, komm, hier, her mit der Ding. Solange du mit Nitro so arbeitest, Jung. Wart nicht rumballern, ist das klar? Ist klar, Ritchie. Du musst noch ein paar lernen, du. Jo, ich weiß, ich bin ein Anfänger. Ja, wenn du das mal insüßt. Wo bleibt die Musik? Hörst du das Musik? Du, nee, das ist doch schön. Schön, du. Das ist noch so nix, ich hab noch voll abgereicht. Nee, ich will dir was sagen. Ja. Ich lese jetzt das Prospekt über Indien. Herr Fröhlich, wo sind Sie denn? Hier. Ach du. Ist doch nicht zu lachen. Ich kriege das Prospekt über Indien, aber was wird da im Fernsehen? Ein Bericht über Indien. Was klick's an? Hier, sieh mal. Das ist der Palast von der Maharaja von Jaipur. Schön, ne? Wir trinken unseren Fall vom Klopfen. Hier. Der Maharaja empfängt Sie persönlich zu einer Privataudienz. Bitte an entsprechende Kleidung denken. Hier. Die Bediensteten seiner Majestät, kann er nicht mit Lisa? Stefan! Ist was? Bist du Ludmann? Kommt, Herr Fröhlich, wir wollen den König. Und wir müssen nur das Bericht über Indien achten. Ja, gerne, aber endlich wirklich. Ach, dann kommt ja das halbe Stück. Ich muss den Tag jetzt nicht vertreiben. Links von dem. Erst muss ich noch ein Ernstwort mit die Zölz machen. Anna kommt dann an, Herr Fröhlich. Links von dem. Du benimmst die erste Axt in Walde. Hast du dein beiden Fingerspitzengefühl? Ich dachte, wie wollen die Bagun nehmen? Ja, will wir auch. Aber wenn du dich hier so abfährst, dann war doch nie nicht was von. Du wollt also wahrhaftig mit der Fernseh kicken? Junge, die holt ja doch in eine Waffe, dass du doch so einen mag. Wie so Nord lüt, ist das beste Mann nur, was du willst. Denn lot sie ain't doch Frieden. Herr Fröhlich, go! Ja! Eins Chlor! Was das Chlor ist, hätte ich die Frucht. Du bist der Profi. Ja, wirklich da. Bist du so wie? Jo. Also, wenn ich die Themen geht, gibst du voll Power. Du? Klar. TÜV mal, Ritchie. Na, was denn? Wo blieb ihr mit der Murwagger? Ist mir doch egal. Und wenn ihr wieder in den kommt? Hier kommt nimm's mir rein, das gebe ich die schriftlich. Wetten? Die Tür blifft hoch. Machst du bitte auf, Herr Fröhlich.
Das ist für mich, für einen wichtigen Anruf. Ich wohne noch Herr Fröhlich, dann wohne ich sowieso von links. Aufmachen, Polizei! Kenn dich dann an. Der gelöst doch nicht, dass ich auf den ollen Trick rinfall. Sie schwört, hier Gift ab. Sag Geschäft, ich leg mich an, aber Geschäft ist Geschäft. Der Chef ist unterwegs, Herr Schlauder, aber ich kann mal versuchen, ihn über Autotelefon zu erreichen. Augenblick bitte. Können Sie einen 300er boten? Pass auf. Nummer 2. Deka. Naja, so ungefähr. Und nun? Alles in Griff und schön durch, ne? Löwbaum? Ach, Herr Schladerer, guten Abend, ja. Ja, die Sache ist die, Herr Schladerer, da hängt eine Erbengemeinschaft drin und die wollen natürlich das Letzte rausholen, ja. Ja, das sagen Sie und das ist das Grunde genommen ja auch ganz vernünftig, aber... Können wir kurz mal durchrechnen, Herr Schladerer? Alles schön und gut, Herr Schladerer, ja? Zwischen was will unser einziger auch daran verdienen, nicht? 300 SL, warum? Nee, das liegt an den Ventilen. Die machen in letzter Zeit so ein komisches Geräusch. Folgender Kompromiss, Herr Schladerer, wir treffen uns in der Mitte. Wollen wir so verbleiben? In Ordnung. Ich rufe Sie wieder an. Von 6 Zylinder war das ein bisschen dünn, mein Herr. Der von noch nie nicht einen 300er führt, ne? Nee. Nee, guck nicht. Du? Hey, dürft ich nur? Was? Tja, Herr Fröhlich, diesen Apparat muss ich leider konfiszieren. Was? Mein SCS Max? Warum? Können Sie sich das nicht denken? Hm? Ja, nee, ich hab ihn ganz reell. Ich hab da sogar noch einen Kassenbon. Hätten Sie einen bestimmten Grund? Ein Beamter deit nix ohne Grund. Und der wer? Ich bruch Sie brucht em. Capito? Hier, bitte. Das war doch bloß ein Scherz, Herr Fröhlich. Aber vielleicht kann ich ihm mal ablehnen. Ja, ich denke nicht. Meinst du, du kriegst? Nee, von oben weg Dienst. Was ist mit morgen? Dann sind Sie ja sowieso auf der Utstellung. Ich muss noch einen Schub mehr frieden und wenn ich das selben mag, kommt das billige. SDS Max. Na, Digga, durch den nur, als wenn Botter wäre, oder? Türle. Für einen Max ist das ein Klacks. Also, wenn ich eher einen Max für 2-3 Stunden haben kann. Na doch gut. Geht in Ordnung, Herr Klöfkorn. Oh, besten Dank. Doch mit zu mir Grauen gefallen. So, nun muss ich aber los. Dienst ist Dienst, Max ist Max. Die Lücken muss man sich wirklich Gedanken machen. Was sieht das Oma in den Anstalt könnten? Aber kein Bang, Herr Oma kann schlecht kicken. Die Chancen, dass sie drucken, da ist doch 50, du 50. Meine Herren, schau mal. Alles Kacke, deine Emma! So. Sag bloß, du wollt noch wieder machen. Na klar doch. Warum denn nicht? Mit dem Bullen in Hus. Ach, was die auch mal bei der Affen, Mensch, und dann der 4 freie Bahn. Du hast vielleicht Nerven. Was schall das? Dann haben die Giftdorn-Schuld. Wir die nur alle in der Bank. Kick mal an. Du wolltest nicht verschaffen, du. Was? So wie könnt das noch? Mit den Kundibahn, Mulhaus. Versagt der Leber nicht! Was kennt ihr nur davon, wenn man sich mit einem Anfänger inloden geht? Das Telefon muss uns jedenfalls kein Ärger mehr. Ja, mit so einer Hauruck-Methoden bringst du das nie nicht zum Profen.
wollt also wieder mucken, oder was? Klar doch. Mensch, kick dich das an. Was? Hier, Schrank ohne Rückwand. Ja, nu. Ja, nun Schuflein für die Tür. Hier, komm, fuhr mal mit an hier. Ja, Tür. Musst du denn eins kaputt machen? Schief. Lang nicht. Ja, dann hält das alles nichts. Drück mir das sonst rum. So. Von nur auf an geht eins noch Mikromann, nur? Anders kannst du ihn schwindig per Cent in Chaussee schreiben. Schwindig? Dirty für einen Afmo. 10% krieg ich die hier mit ab. Als Lehrgeld sozusagen. Das kannst du mit mir nicht machen, Richie. Was ich doch wohl nicht kann, ne? Ich kann die noch viel mehr abträgen. Da du überhaupt was kriegst, ist pure Gefälligkeit, mein Junge. Der Laden ist ja klar. Dann wird die mal. Musik! Entschuldigen Sie, das neue... Ist mein Mann gar nicht hier? Nee. Ja, aber hey, das hier... Wenn wir Sie fragen, was Sie mal für ein Ei zur Fresse geben wollen, ne? Oh, entschuldigen Sie, ich möchte das ja gar nicht haben, ne? Ja, willst du nur ein Ei haben? Beste Frau Klöfkorn, das Thema Eier, Kocht oder Broden, das hat wieder. Weißt du kein Eier? Doch, aber was schaltet gesammelt, wenn sie gar kein Eier in Hus hat? Woher wird sie das denn, Herr Fröhlich? Das kann sie ja eigentlich bloß wie ein Mann vertellt haben, ne? Ja, stimmt, ihr wäre hier. Aber nur ist sie nicht mehr hier und ihr könnt auch nicht weiter. Können Sie weiter? Ich meine, ihr könnt nicht weiter hier rein, Frau Klöfkorn. Das gibt nämlich auch noch so was als ein Mieterschutzgesetz. Und Mieter muss sich das nicht gefallen, lohnt das hier rennen und ruht geil, als in Dubenslag. Ja, nee, Herr Fröhlich, nee. Aber da quält sich doch wie ein Mann nicht, Herr Fröhlich. Aber wenn Hannes Enkelpfoten hätte, der sie Witzen noch nicht kennt, ne? Dann rückt er mich mehr von der Pelle. Also dann sagt, wohin wohl? Nee. Boah, Herr Fröhlich, also dieser Mann, der bringt mir nur morgen klar. Aber was der Eier angeht, Herr Fröhlich, da willst du sich keine Sorgen machen. Jetzt geht dann eben noch mal nur im Kiosk drüber gehen, hat noch einen halb dazu. Du willst mich lassen. Guckt. Guckt, ja, kommt der Fröhlich, wo geht der Kopf, ne? Oh, entschuldigung, ich möchte doch gar nicht, ne? Ja, habt Sie denn von oben was eten? Oh, Mozart um den Tisch, wenn Sie mögen. Danke, besten Dank, Frau Klöfkorn. Nee, mein Sohn hört noch ein bisschen Musik nicht und dann ab in der Haie. Möchte Sie so was hören, Herr Fröhlich? Die Capri-Fischer sind wie Leber. Von das hier kriege ich Schüttelfrost. Ja, Fröhlich, das kann ich auch noch. Ich hätte noch ein paar Kassetten mit Musik von früher. Soll ich mal rüberholen? Nee, danke, besten Dank. Liebe Fröhlich, Mupse, Sie kein Instant. So geht er nicht wieder, Richie. Das weiß ich auch. Mann, denn do was dagegen? Kannst du mir mal sagen, was? Wenn die auf den Wegetour nicht wiederkommt, wird wieder immer anders mucken. Steigt die Frau im Verkehr trinken? Doch nicht mit Gewalt. Nee, mit Handkantenslag. Oh, nichts für Unglück, wieder Herren. Erik, wie kann in die Augen kommen und ich die erst mal mit dem Bett auf Schick bringen? Hättest du wohl einen kleinen Bass? Herr Klöfkorn, an See ist, die wird mich hier nicht so lange abholen. Er Gattin kommt nämlich nichts hierin. Macht doch nichts, du bist doch mal persönlich anwesend. Ja, aber ich denke, er sagt, die sind nicht hier. Also los, sind sie tot auf der Land gewinnen. Oh, du lebst, ich bin nicht da. Klöfkorn, die will nur endlich uns rauhen, bis das so viel verlangt. Der Olsch kommt. Oh, wie Gattin. Die keine Truhe, Tricksömtheit. Alles Truhe sanft. Ich bin halt bang, lässt du dir wieder so wegkommen und du hast wieder doch noch von. Lässt du dir mal in? Nee, Warum denn nicht? Schnulzen kommt mir um den Wecker. Das ist kein Schnulze, Herr Fröhlich. Tja, das ist ein bisschen wie das. Mein Lieblingsmusik. Damit habe ich früher mal den ersten Preis gewonnen. Nee, wirklich? Am Tanzturnier. Die Musik möchte ich doch auch nicht. Ich ganz für mein Leben hier. Oh, bleibst langsam im Walzer. Kannst so schön fliegen.
Mann ja total unmusikalisch. Oh, Herr Fröhlich, der kann Pelle, der kann spielen, was er mal will. Hey, dans für Maschine. Willst du wohl mein Tanzkleid sehen, Herr Fröhlich? Passen dann schon nicht mehr, aber der Anblick, der lohnt sich. Allein als wegen den Pailletten. Da liegt nur eine Truhe. Nee, dann besten Dank, Frau Klößkorn. Angst vor Sie ein Typ, ne? Für dich morgen wie Frühstück. 470 Pailletten, Herr Fröhlich. Und jede Silben auf Kleid. Wow! Na, Herr Fröhlich. Wie ein schönes Kleid. Habt ihr mich noch nicht bewundert? Biegt Sie sich da noch mal an, Herr Fröhlich, bitte. Leider noch ganz gut, ne? Sie tanzt ja vorher vor. Hätte ich mich das wünschen, aber da so richtig schön tanzen. Wo du her? Wenn ich wieder länger an Kiez lebe, bin gut! Na, Stefan, du kannst doch nicht so einfach. Stefan! Mir ist nicht nur Tanzen zumut. Schade. Sie hat nämlich ein enormes Gefühl für Rhythmus. Nee. Wirklich? Ja, dagegen ist mein Mann hier eine absolute Niete. Ja, das hört er das gar nicht gern. Oh Mensch, mit der Bengel ist doch nichts aus Arger. Was muggelt denn nun bloß? Oh, bitte, ruhig, könnt wie beide uns das hier noch ein bisschen gemütlich machen, ne? Ja. Ja, und ich hätte mich da auch was anderes an, ja? Und jechens, wo muss ich auch noch ein Bottle Kirschlikör haben? Frau Klößkorn, also, ich glaube nicht, dass er Gatte doch für Verständnis hat. Denn wie beiden Hübschen hier, ist es so ganz allein. Was quäl ich mir denn da? Der kann mal was singen, dann kriegt er aber was zu hören. Und was Sie angeht, Herr Fröhlich, Sie sind doch ein Gentleman, nicht? Jedenfalls sind Sie nicht so gut, als wenn Sie diese Situation utnutzen würden. Ich kann mich betämen. Fragt sich bloß wo lang. Gibt Sie mir 5 Minuten und Sie kennt mich nicht wieder? Beste Frau Klößkorn, also, ich will nicht unhöflich sein. Aber wenn das hier so wiedergeht, mit das Rennen und Gut und hin und her und ob und do, dann kann das angehen, dass sie mich auch nicht wieder kennt. Denn eben nicht, ne? Natürlich nehme ich alleine an. Aber erstmal müssen Sie noch mein Tanzkleid bewundern. Na? Wo ans gefällt Sie das? Du kriegst die Tür nicht hoch. Wunderschön, nicht? Herr Fröhlich, sagst du bitte die Tochter, sie soll ihren Mann sehen, dass er im König nichts verloren hat. Da bist du. Na und? Du hast ja kein Titi, um die Mutter zu kümmern. Wenn sie mir alle in den König abschuben, dann führt sie mir Tomils in Rauloten. Was siehst du denn? Und schaust du die gar nicht hier so reinzukommen? Immer so ist doch bloß von Buten. Aber was du hier pillen machst, das trifft wie die Schamröte im Gesicht. Oma, was sagst du dort, ho? Wie die erstbeste Gelegenheit schwitzig die Tochter uns Gäste an den Hals. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Doch, ist doch wohl doch so, Herr Fröhlich ist mit Tüch. Herr Fröhlich, hätt ich mich sehr an den Hals schmieden? So viel ich weiß, die bloßen Beten tanzt.
Na bitte, und bei der Tanzen am Geig. Wenn du bloß halb so gut tanzen kommst als erfreulich, dann halt du mit nur einen Grund mit die verheiratet ziehen. Augenblick mal, oh, das muss ich erstmal geistig verkraften. Kannst du vielleicht noch mal singen? Wer da nicht gütlich noch, sieht ein Stünd häufig mit einer Armbrot auf die. Entweder du kannst du, oder grün dort wer da acht. Herr Fröhlich, kennst du den Unterschied zwischen einer Ehefrau und einem Blinddarm? Oh Gott, Zornbord. Mensch, wenn du so alt wirst als die Witze, dann kannst du klappen wie Fantasie. Nee, mit dieser Familie hätte ich wirklich was absagt. Ich glaube, mein Mann hören schuld. Der hat immer gesagt, Elfriede hätte gesagt, wenn du ihm den Finger gibst, dann nimmt sie die ganze Hand. Und er hat recht hat. Na, der wird sich noch wundern. Ist das nicht ein schöner Spruch, der Herr Fröhlich? Ja, nur das Gute bricht sich Bahn. Da steckt viel Wahrheit in. Meinst du nicht auch? Ja. Hätte ich wohl von meinem Mantel Geburtstagsgeschenk kriegen. Dann kommt er mit ins Seniorenheim. Wissen Sie, wenn ich von mir Weltreise zurückkomme, dann träge ich sofort ins Seniorenheim. Kennst du das Seniorenheim am Sachsenwalde? Nee. Nee, ich guck mal gerade im Prospekt hier. Willst du dich mal ankriegen? Das ist nämlich ganz gut. Frau Lemke, hey, das werde ich tief mit morgen. So, Herr Fröhlich. Kommen Sie sitzen hier? Kommen Sie sitzen? Danke. Nicht? Na ja, hier. Also, das ist das Seniorenheim am Sachsenwalde. Ah, sieht ja meist aus wie ein Luxushotel. Das ist etwas Exklusives. Für gehobene Ansprüche, das da das. Das zweite Fenster von links, das ist mein Zimmer. Ah. Ja. Mit Eigenbad und Kochnische. Aber mein Norbert, das ist ein Flottillenadmiral. In Ruhestand, ne? Aber erstmal ruhig auf Weltreise. Also hier, London, Paris, Kairo, Indien, Sri Lanka, Hongkong, Japan, Australien, Neuseeland, Haiti, Hawaii. Entschuldigt Sie, Frau Lemke. Ja, was ist Aber denn? das ist ja eins bannig interessant. Aber nun mache ich wirklich gern zu Bett. Ich weiß, was Sie denken dort. So? Ja. Das Sölwige denkt die Familie auch. Hm? Naja, kann er das verdenken? Aber ich setze mir nichts in den Kopf, was ich nicht betonen kann. Ich habe alles genau durchkalkuliert. Mit Trinkgeller und Lüde Extras. Und von das, was über ist, da gibt es eine Einstandsparty in Seniorenheim. Die Familie hat jedenfalls keinen roten Pennen. Das ist so sicher als das Arm in der Karg. Na, die wird sich wundern. Sag ich doch. Was nu denn? Nun muck wir uns das hier gemütlich, Papa. Ob ein Bär, Papa. Nö. Oma. Ach, danke, junge Mann. Wer muckt nicht mehr so müde. Ne? Ich hab noch einen langen Fernsehabend für mich. So. Setz die hin! Du, wie könnt ihr auch in mein Zimmer gehen? Wieso? Gefällt dir das hier nicht? Doch. Aber den Vater, kick doch mal, was er für ein Gesicht macht. Och, du kannst hier nichts für. Hey, hat keiner anderer. Du hör mich mal so Termin, Jung. Ja, ich höre, Papa. Fröhlich. Ja, was ist denn? Wie du das singst. Jetzt kommt das Wort zum Sonntag. Ich meine, wenn Sie sich dann ankicken will, können Sie... Nee, will ich nicht. Nicht? Oh, da frage ich mich ja den ganzen Weg, ob immer diese Spannung, kriegt ihr die Kurve oder kriegt ihr sie nicht? Oh, fang alle an. Oh, ist eine Pastorin, das ist ja interessant. Also, ich go nun und wasch mir die Hand. Gute Verrichtung, Papa. Und wenn ich zurückkomme, dann will ich das Fräulein hier nicht mehr sehen. Mit Fräulein meint ihr die? Alles klar, ne? Prost! Du, ich hab nicht viel Zeit. In 10 Minuten muss ich rüber für die Spätvorstellung. Was glaubst du, was in 10 Minuten alles passieren kann? Aber doch nicht hier, Jimmy. Stell dich nicht so an. Muss nicht. Muss nicht was. So war das nix. Wie geht in den Zimmer, hm? Nee, gut wie nicht. Warum denn nicht? Mein Ohe scheint auch was von haben. Guckst du in die Tokiten seid? Pass auf, wenn die Spätvorstellung läuft, komm ich hier wieder. Entweder geht's oder gar nicht.
Hätte ich nicht 60, will das Sven? Luzemin, sind zufrieden, Frau Klößkorn. Wer, ich? Ja, tufte sich woanders gut, hier will ich das nicht haben. Was geht die das an? Als den Vater geht mir das was an. Ne? Also los, seht zu tun, dass er Land gewinnt. Sie bleibt. Du weißt doch, ich muss drüber vor der Spätverstellung. Hier. Für den Jahrmarkt. Wow. Kriegt so bloß, wenn sie auf das D8 zitschert. Denkt sie gar nicht an. Oh, weißt du, Sonnenhutsmieten lohnt ich mir gefallen. Hol die Frucht nicht, Julie. Ich komm auf den Angebot zurück. Ciao. Sag mal, hättest du die im Bregen schicken? Du hast könntest doch diese blödsinnige Idee, die an ihr Rintus leben. Wieso? Du scherbelst mit der Mutter, ich knutsch die Tochter. Hör mal, Tommy, Jung, dieser Ton gefällt mir nicht. Wenn ich mit Frau Klößkorn tanzt, dann hat das rein taktische Gründe. Ja, das ist natürlich ganz was anderes. Kommst mit um den Jahrmarkt, Ritchie? Was will ich denn? Hier läuft ja doch nichts mehr. Läuft nichts mehr, bei Charlateten, hier läuft nichts mehr. Solange hier ein lang in Rindplatz ist, daran arbeite ich zu denken. Ach, ist das meine Schuld? Du hast doch alles eben kalkuliert. Und was soll denn die Förstler? Die geht in Bayern zählt und sucht uns einen an. Dann happy zumindest noch was von den Abend. Du, die Idee ist gar nicht mal schlecht. Na, es ist wohl einmal los. Ah, aber nicht wie. Die, Was? die schickt die Lüder am Rummel, den habt die hier freie Bahn. Fragt sich bloß, was die sich schicken lohnt. Lass mal sehen. Wenn wie für die Kosten abkommt. Komm mal her, du. Komm du doch. Wo ist mein Geld abgeblieben? Was weet ich? Das ist ja wohl das letzte Beklaut in Egen. Macker, dieser Lumpenkerl! Du bleibst doch wohl nicht! Ja, wer denn anders? Was wer denn anders? So, wie los, Mann! Jetzt gibst du mir mein Geld zurück. Du schaffst wie los, Lumpen! So, was kann ich nicht aus, Ritchie? Du hast Schmerzensgeld, aber das sind nicht die Piepen, die hätte ich ehrlich verdient. Du. Und ehrlich verdient. Jawohl, dafür hätte ich 6 Autos im Spritz. Du kannst mich fehlvertellen. Hier. Das nimmst du, gibst das Klößkorn und sie froh. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ernst? Ja. Nee. Gib mal her. Die ist für Oma. Und was soll ich sagen? Ja, das ist ganz einfach. Lass dir doch schön mal was einfallen, Mann. Wenn ich nur andenke, dass ich alle von meinen Geld vergnügen Augen auf der Warte. Das ist ja nur egal, nur mit wir sehen, dass wir uns das verdreite Familie von halt schaffen. Doch vergiss das auch noch einer Methoden. Ja, und? Du mein Tau. Und seht ihr, das hier nicht eins in einem Nagelritt und seht lift Hus, hörst? Sag mal, wo lange ist das eigentlich her, dass du den letzten Bruch gemacht hast? So. Bloß so. Frau Lemke. Ja. Ich bin da, Fröhlich. Fröhlich, sind Sie eigentlich gegen Malaria impft? Gegen was? Malaria? Nee. Ist doch gar nicht mehr nötig. Dagegen gibt es nur Tabletten. Willst du einen hemmen? Ja? Nee. Warum? Ich hab kein Malaria. Noch nicht. Aber wenn Sie in den Tropen reist... Ich reise halt nicht in der Tropen, Frau Lemke. Da kann man nie nicht wissen. Kick sie nie an. Ich hab mir lieblichen Traum andacht. Und in 3 Wegen bin ich alle im Dschungel. Ja. Das Leben ist voll von Überraschungen, Fröhlich. Ja, da möchtest du recht haben. Und nun wollte ich Sie ähnlich fragen, was Sie nicht vielleicht Lust hätten, wegen über den Jahrmarkt zu bummeln. Ach, soll das eine Inladung sein? So zu sagen. Ich passe mir das von oben ja nicht, aber in Begleitung von so netten, sympathischen Herren. Ich krieg mich gar ein bisschen ne? Beste Frau Lemke, also so wäre das nicht nehmen. Nee, bitte, ich mach mich nichts um Jahrmarkt. Nee, die Lärm und dann die vielen Menschen, das ist nichts für mich. Also allein go ich nicht. Nee. Den kriege ich wieder den Krimi an. Endlich mache ich ja keine Krimis, aber der Krimi, der handelt von einem Banküberfall in Hongkong. Und Hongkong ist ja ein von den Höhepunkten auf der Weltreise. Hab ich da den Prospekt erwiesen? Ne? Ich will immer auch hier, ne? Frau Lemke, wenn Ihnen das nötige Glücksgeld hätte, dann kann sich auch allein auf dem Jahrmarkt gut amüsieren. Ja, da ist er ja. Der kriegt sie mal. Da komm ich an. Das ist der internationale Airport Kai-Tak. Können Sie das vielleicht von Jahrmarktsbummel verlocken? Für Ihren Aufenthalt in Hongkong sind insgesamt 4 Tage vorgesehen. Von Ihrem First-Class-Hotel Dai Wong aus... Was ist nun? Willst du das Geld nur haben?
Was für Geld, Herr Fröhlich? Für ein Jahrmarktsbummel. Ich hab das seit allein go ich nicht, also brauche ich gar kein Geld, ne? Na gut, hast du Geld. Aber dann lotst du mir auch mit ihr verdammte Weltreise zufrieden, Frau Lemke. Ist doch Mumpitz. Und wenn ich den Golden Rat gegen was, hört's auf, alle Leute von ihr Weltreise verzutun. Anders als es das in Hongkong über kurz oder lange eine Klapsmühl. Fröhlich! Das ist doch wahr. Das teilt mich von so Dach. Schlicht seht ein wie leid, was ich sagte. Secht ist secht, Herr Fröhlich. Na, was ist? Sind all unterwegs. Arbeit? Jo. Da siehst du. Ideen muss man haben. Und ihr Olsch. Kannst vergeben. Die hat nichts anderes im Kopf als eine verdammte Weltreise. So. Und du pass mal gut auf mich, Junge. Du weißt die immer wiesen, was ein klassischen Durchbruch ist. Wenn ich die in Taten gebe, Full Power, ich weiß. los! Was nu denn? Das hört doch kein Zwien gut. Ja, dann ich bin Luder. Ich töte die Kommando Richie. Los! Ich hätte keinen Saft. Was denn du? Ich hab keinen Saft! Achtung! Hardy! Los! Junge, die du. Nu komm ich uns Schluck Bier verdrehen. Hier, hast du die verdient. Mann, du, das wäre die Flick ein Stück Arbeit. Eins hat recht ist. Dagegen ist das, was nu kümmern können, das Bild. Bist du sicher? Junge, Kevin mehr Tresore knapp, dass du Jorn am Puggel hast. Wo hast du denn mucken? Ja, da kommt ganz auf das Fabrikat an. Entweder noch Gehör, klick, klick, klick. Oder lang ihm auch Kopf her. Vorsichtig, Mann. Ja. Yeah. Weißt du, was das ist? Chlor. Kennst du den Fernsehen, wa? Damit hat ich mal eine Telefonzelle in die Luft gejagt. Telefonzelle? Warum? Man günstig ja sonst nichts. Ein Tresor absprengen ist kein Kunst. Da muckt das Rums und das Ding ist oben. Aber noch höher arbeiten. Den feinen Unterschied gut hören. Zwischen Klick und Klick kann nicht jeder. Da muss ein für geboren sein. Mann, der sind aber nicht abschreckt, du. Also wenn ich von mir mal absehe, ich kenne bloß 2 oder 3 Kollegen, die noch Gehör arbeiten. Das sind für mich die echten Profis. Also wenn du mich fragst, ich bin für Dynamit. Kann ich mich feststellen. Dann sagst du einen Astrom mit. Genau. Ja. Aber wo bleibt die innere Befriedigung?
die innere Befriedigung, Junge. Was war das? Begriffst du das doch nicht? Also, Punkt 3 können wir abhaken. Dann muck ich den Tresor ab, das ist Punkt 4. Die sagt den ganzen Tag dahin, verstaut alles in uns Auto und ab da die Post. Für Montag früh kriegt die Polizei nichts zu wegen, bis dahin sind wir über alle Bahnen. Wenn alles so plan läuft. Bin ich nur ein Profi oder bin ich das nicht? Das ist nämlich genau das, was ein Profi utmogen hat. Ein Profi hält sich eisern an seinen Plan. Mach kommen, was will. Muss die Magen, mein Junge. Herr Fröhlich, kann ich noch was holen? Die Bulle! Ganz ruhig blieb. Das ist nicht, Herr Fröhlich. Augenblick! Kommt links. Ja, entschuldigt Sie mal uns Outfit. Ach, Herr Fröhlich, das ist vielleicht noch um. Dreh festgenommen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich bin fix und farbig. Wohlsein. Ein habe ich mit in der Geisterbahn verfolgt. Und da ist hier dann mit einem Mess auf mich losgegangen. Und der Lied hat gedacht, das wird das Programm. So viel Zeit fast. Sobald mein Geschäft es richtig läuft, lohnt ich mich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen. Was sind Sie von Beruf, Herr Fröhlich? Ich. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin... Mein Vater ist Spezialist. Ja. Spezialist? Für was? Ja. Für das und für das. Hauptsächlich für Tresore. Braucht Sie zufällig einen Tresor, Herr Glückhorn? Nee. Nee, da wird noch Zeit. Aber ich bin nur verdient, das passt in meine linke Büchsentasche. Aber nu, will ich nicht länger stören. Bloß eben ins Revier anrauben, wird sie mir Verstärkung schicken. Wann erst dort für gewöhnlich ob, Herr Fröhlich? Verschieden, ganz verschieden. Ich frage wegen dem Boschhamsten. Hallo? Morgen habe ich nämlich frei und je früher ich anfangen kann... Hallo? Warum mit sich denn nix? Herr Klöfner, von mir können Sie möglichst mitnehmen, Stefan. Na, wenn er da ist. Ja, bist doch. Wir kriegen so mit 3-4 Stunden. Können Sie ihm so lange entbehren, Herr Fröhlich? Herr Klöfner, von mir können Sie ihm auch länger beholen. Ich trug ihn nicht mehr. Meinst du überhaupt nicht mehr? Nee. Ja, wenn das so ist, willst du ihm denn nicht... Sagt wie... 100 Mark? 150. Sie können ihm schenkt haben, Herr Klöfner. Was, ehrlich? Ja, wenn Sie uns auf Ihren Lippen gefallen tut. Jeden, Herr Fröhlich, aber jeden. Ja, bitte, wie würd jetzt zu Bett mit Söhnen und ich, ne? Und da wären wir sehr so dankbar. Herr Walverston, kein Störung mehr. Herr Fröhlich, Sie habt mein Wort, von nun an herrscht hier absolute Ruhe. Wenn Sie wollt, gibt es auch noch Bombenalarm. Bombenalarm? Warum? Na, dann wurde Jormark aus Sicherheitsgründen Schluss machen und Sie habt Irrau. Ach so. Nee, der Jormark, der stört uns überhaupt nicht, nee. Aber wenn Sie vielleicht doch versorgen können, dass hier nimm's mehr rinkommt. Da lohnt Sie sich ganz auf mich, Herr Fröhlich. Ich werde kraftamtes gegen jegliche Ruhestörung einschreiten. Und dann soll ich wirklich schenken. Besten Dank, Herr Fröhlich. So, dann wünsche ich angenehme Nachtruhe, der Herr. Und wenn das ist, ich stehe jemals zu sehr Verfügung. Hä? Augenblick. Was wollte ich eigentlich? Guten Abend, Herr Wachmeister. Hauptwachtmeister, meine Herren. Na, wo Angst hätte ich das Muck? Der Bullen sind wie los. Den Bosch haben wir auch. Die jetzt in Schuldigkeit tun? Weg mit Schaden. Wie Bruch Platz für den Pinmunse, Junge. Erstmal haben! Du mal los, Richie, muck den Tresor ab, wir hätten nicht mehr viel Zeit. Ja. Nun mal immer mit der Röhre und dann mit dem Rock, ne? Ich geh nur erstmal rüber und peile den Loch und dann sehen die wieder. Ich komm mit! Nee, du kommst nicht mit, du bleibst hier. Ich muss immer Schmieres tun und das muss immer der Anfänger. Was schallt der denn? Mensch. Mein Foto, Jung, mein Stadtgatz.
sei doch in jedes Fabrikeralbum. Die Polente, die braucht bloß mi Nächspitz zu sein, da willst du Bescheid. Kennst halt die dann sehen, in der Bank ist auch nichts. Einmal was von Fernsehüberwachung hören? Ja, die ticken als auf Video. Rund um der Klock, du. Profi. Die denken eben an eins. Du lässt für alle Fälle das Dynamit und ein Stück Isolierband braten, ne? Und wenn ich die in Tegen gebe, lernst du nie da drin, alles klar? Alles klar. So, den Wölki mal. Ah, Gott sei Dank, wir sind ja noch unverfröhlich. Ich kann die Malaria-Tabletten nicht finden. Kann ich mal eben durch den Schachter noch kicken? Also, was den Krimi anlangt, das will ja der letzte Krimi, den ich mir ankicken habe. Also, das Geld endlich haben, jetzt sich die Bande gegen sie nicht umbrechen. Und von Hongkong will sogar das gar nichts zu sehen. Aber das wäre ja noch gar nicht das Letzte. Viel schlimmer wäre ja diese entsetzlich laute Musik. Also, habt ihr einen ohne gewohnt, der immer so laut werden muss, Herr Fröhlich? Ich hab den Ton ganz wegdreht. Hat nichts nützt. So, warte. Ah, hier, da sind ja die Malarias. Wo nimmt man denn da? 2 oder 3. Ja Gott, ich hab mir Brille, ich bin mir so lutschrig. Könnt ihr das lesen, Herr Fröhlich? Ach Gott, ne. Also über ein Ding muss ich mich wundern. Da kriegt die Lüge fast jeden zweiten Abend einen Banküberfall serviert im Fernsehen. Und Lügers bringt sie ihr Geld noch auf die Bank. Wie Leute müssen das spitz kriegen, da das viel zu riskant ist. Das meint sie, Herr Fröhlich. Fisch auf, Oma. Also, ich kenn doch jedenfalls die Konsequenzen, ne? Was meint sie? Sie schuld sich verpissen, da mi no Motto. Ach, sehr so, der junge Mann. Also mit der Höflichkeit hätte sie das wohl nicht allzu fehlen, ne? Das ist... Ach! Was wird das denn? Was wird das? Hilfe! Hilfe! Inbrecher! Sie will mich inbringen! Polizei! Hilfe! Was wird das denn? Das wär Oma. Sie holt die Polente. Mensch, du hast erlauben lassen und durchspannen. Wieso denn nicht? Du hast doch alles im Griff. So ein paar Bullen, das wie doch die Plane gehen, oder? Du war nicht kiebig, ja? Mensch, du kannst nicht mal Schmierestung. Also, was Mupfi? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich das sagen. Noch könnt ihr die Kurve kratzen. Los von uns abhauen, Richie. Mann, ich bin nicht mehr die Jüngste. Eher krieg ich entloben, komm, hättest du mich wieder Büchs. Gut, aber dann Mupfi der um mich Tour. Ich bin so verrückt, Mann. Wenn du einen Bullen abknallst, kriegst du lebenslänglich. Los, Mann! Jetzt schaff mich los. Oma, du bist doch vernünftig. Dein mir lebt mir Herrn, aber... Kick doch schön nur, wenn du wieder die Glöden deist. Nu ist das so Geh witzig. doch viel Geld aufsehen. Ist klar, Oma. Komm, du fuhr mal mit an hier. Oma, ich hab den beiden Herren fast versprochen, dass sie nicht mehr stört werden. Und ich sag das nochmal an der Saufe an der Wand ist ein Lock. Saugerot. Hättest du doch nicht spitz kriegen, Herr Fröhlich. Nee. Das ist schon gedient. Also Rainer, du die Pflicht und nimm dir übrigens fast. Oder ich glaub in Revier an und den... Na, das fehlt jetzt noch. Oma, wenn du diese Geschichte auf Revier vertellst, muckst du die lächerlich und mir mit. Was lächerlich. Ist das schon lachen, wenn sie mir mein Geld klaut, weil das vom Weltreis zurücklegt hat? Oma, oder nicht so wie kaum, dass ich dienstlich waren muss. Ja, das will ich doch just. Hier. Na gut. Frau Lemke, ich muss Sie in Schutzhaft nehmen. Meinst du mich? Jawohl. Friseur, was hab ich denn verbrochen? Du hast nichts verbrochen, du bist eine hilflose Person. Ich? Jawohl, und hilflose Personen müssen Eigenschutz in Schutzhaft genommen werden. Wer sagt das? Das Gesetz. Nee, ich mir, dass ich eine hilflose Person bin. Ne? Das sag ich. Also du weißt von der Kirk, setzt sie in den Hollywood-Schaukel und rührst sie nicht von der See. Verstanden? Es die Dach, ne? Erst im Süden Übrigens fast. Oder ich glaub in Revier an und vertell den Kollegen, was du von Waschlappen bist. Na. Dann hält das abends nix. Und das ist ja Umständen, bleibt mir nichts anderes über als Gewalt anzuwenden. Aua! Also, das ist ja typisch Polizei, ne? Das hat sich mit der Inbrigers anzulenken, verkrippt sich an eine Frau. Du warst sie doch... Aua, du warst sie doch wunder, du... Du warst sie doch wunder, du unverschämte Fälle! Alles im Griff, meine Herren. Ich blieb wie er bitte sich beruhigt hat, hä? Ich muss ihm mal was fragen, Richie. Ist das nicht viel mit nachher? Nee, das nicht. Bitte? Mal ganz ehrlich. Bist du nun Profi oder da ist du bloß so? Also, das ist kein Frach, das ist eine Beleidigung. Beleidigen lohnt ich mich nicht. Ja, gar nicht von so einem grünen Schnabel als die. Ich habe aber das Gefühl, du spielst hier bloß den Profi. Und
Und das auch noch ziemlich schlecht. Also das nimmst du zurück. Ob das Ding nimmst du das zurück. Wieso, wenn der Wahrheit ist? Gut, träg ich die noch mal 1% ab. Geht nicht, Richie. Von nix kannst du dich 1% afträgen. Ach nee, von nix. Und jetzt hast du an den Tresor, ist das nix? Solange die ihm nicht hätten, ist das nicht mehr als einmal in die hohle Hand schäden. Mann, wie brucht das nur zu holen? Das ist ein Klacks. Ja, für einen Profi. Darum frage ich ja. Wenn du hier nämlich bloß eine Show afträgst, dann schon wie besser in den Sack hauen. Na gut, Mensch, hau doch in den Sack. Hau ab und lob mich allein. Aber dann kriegst du überhaupt nichts. Ans Klar? Also, was ist nun? 30%. 20. 30 für den Achtmund. Na ja, gut, nicht wegen. Was ist mit dem Tresor? Ja, das ist ein neues Fabrikat und Dynamit ist doch nichts zu mucken. Aber die Kassen bis dann, die liegt ja rum. Ist das? Der packt die hier rein. Hier. Da hält's fest und das mit's nie unter das Sofa drum lang. Klar? Ja. So. Und nun kümmert mich um den Tresor. Hesse? Jawohl! Hallo, Jimmy! Ach du. Bist du ready? Nee. Erst recht, nun nicht mehr. Jimmy, was hast du mit mir gemacht? Wieso? Ich bin unheimlich scharf auf dich. Ob das noch? Was sagst du? Hier, hol mal fast. So was hätte ich einmal sehen. Wie James Bond, gläubig. Ist das ein Zündschnur? Quatsch! Du trinkst einen Schluck Bier, das beruhigt. Ich will mich nicht beruhigen, Jimmy. Ich will die. Na gut, aber wollen wir dann nur Glicks wählen? Je eher sie anfängt, je mehr habt wir davon. Du Lothar! Warum? Dami no Motto, ich hab keinen Bock. Vertell mir doch nix. Vorhin hast du den Sexprotz Rut angelaufen und nun wird du keinen Bock mehr haben. Was hast du mit ihr mogt? Frag mich lieber, was sie mit mir gemacht hat. Das kostet 4%, Richie. So. Und du glaubst ja wohl nicht, dass ich mich gratis vergewaltigen will. Mensch, hast du ein Glück, du, der ist bloß ohnmächtig. Nicht mehr lang, wenn du so wieder musst. Wo blieb die nur mit der ab? Bloß überblicken. Blöd, Mann. Was ist mit der Truhe? Die ist voll. Ah, ich weiß, die bringt er rüber in den Bank. Komm, fort mal mit an. Und dann, Was denn? wenn eine Springladung hochgeht, Ach so, ja, hast recht, dann überlebt sie nicht. Die packt ja doch die Liege. Ja. So. Der fahren. Oh, yeah. Wegen dem Luftdruck, weißt du? aha. Die Pust und Sofa weg aus dem Pappkarton. Und wenn wir da oben sind, du? Ja, denn natürlich nicht. Weißt du das genau? Physik, Junge. Hier. Guck mal. Wo viel ist das? Für Omas Weltreise wäre das lang. So. Und nun zu den Tresor. Hast du morgen Feuertüch? Nee, Riedstegen? auch nicht. Ist das zu Foden? Sag mal, mit was für einem Recht verlangst du 30% wenn du nicht mal früher wie die Hessen? Hast ja was Seckenkund. Senkenkund. So ein Denken ist wohl nicht die Stärke, ne? Du bist doch der Profi. Ein Profi denkt doch an Hans. Oder wo ans wäre das noch? Also wenn ich das wüsste, was du vernietet wirst, das ist das erste und das letzte Mal, dass ich die mitgenommen hätte. Auf so einen Macher kann ich verzichten. Entschuldigung, ich wollte bloß sagen, mit Oma habt sie kein Probleme mehr. Im Fernsehen läuft im Western mit John Wayne und dort kriegt sie kein Teil Bier von mich. Aber für alle Fälle kick ich noch mal daher, hä? Augenblick noch. Ja? Habt ihr mal eine Lulle für mich? Klar. Bitte, können Sie überholen.
Werbegeschenk der Firma Klöfkorn Immobilien. Hm? Danke. Kimball, 1 in Griff. Meine Herren. Na? Ich denk, du smögst nicht. Du, ich auch nicht. Aber wohl du mit der Zigarette. Mann, ich konnte ihm doch nicht vertellen, dass wie du mit der Zündschnur anstecken würd, oder? Ganz schön raffiniert. Ja, von Tof halten wir auch mal bei denen. Mach mal los. Ja. Was ist denn? Also, das gibt nur einen gewaltigen Knall, ne? Es später, du hältst wieder Ohren zu. Okay. Nu doch nicht mehr schlecht, die Bescheid sei. Also, wenn der Zündschnur brennt, der legt langsam mit 25. Die 25 ist das so wie ganz klar? Ganz klar. Gut. Die Countdown left. Oh, Sie sind die letzte Rettung, Herr Fröhlich. Holen Sie die Furie ob ich in Sicherheit bin, bitte. Herr Fröhlich! Herr Fröhlich, um eins in der Welt, helfen Sie mir doch, wie Galle das mir auf. Genau, los, komm mal, Ruding-Hemmis, snack. Von wegen Snack, ihr wärst wieder so, das androht. Der ist ja verdient, du Oblasse. Man hätte gedacht, ich will Bayern finden mit den Kellnerin, scheckert dann für Hals. Schenker, nimmst du das? In Unsinn hätte er gegeben, mit hier. Oh, das ist aber stark, aber drüben, Schatz. Wenn die Kellnerin auch in Bayern kommt, so groß ist ein Nord-Süd-Gefälle, du auch für den Weg. Herr Fröhlich, kann die dusselige Sache werden. Herr Fröhlich, sagst du, wie kann das zu verduften? Schau, nie hört sie ja doch nicht. Ruf! Los, ruf hier! Ja, bitte, Herr Sir. Ruf, Herr Wixey! Aber Fröhlich, ich bin doch Hannes. Oh, komm, Schatz, ich glaub, die Herren will dann ernst. Rosi, hör doch mal. Wo wie bist du? Hä? Wo wie du bist, hab ich froh. 39. Ich lach mich kaputt. Ich begrieb das nicht. Ich hab das genau berechnet. Auf der Sekunde genau hätte ich das berechnet. Die 25 Jahre ganze Lage hochgrund. Ist sie aber nicht. Das ist hüt nicht mein Dach durch mich. Der Gedanke ist mir auch gekommen. Bisher tut er das immer klar. Ach, hör doch auf! So, glaubst du mir nicht? Die dürfen gar nichts mehr, nicht so viel. Hast du aber auch schon mal einen Back von Binnen sehen? Also, das hätte mir doch nimmst. Blieb sitzen, Richie. Entscheidet. Wo viel Tresore hast du all knackt? Du, bis versette du. So ein Ballermann ist kein Spieltüch. Sechte Wahrheit oder ich knall die ab. Ja, man, so gau geil das nicht. Ich muss erst noch reden. Wart dat nu bald wat? Meinetwegen. Das ist der Erste. Aber ich werde zumindest ein Teil mal dabei. Schmierestone oder wat? Ja, mein Pech wäre, dass ich so gut fleiten kann. Und was Muffi nu, du super Profi? Da muss was schieflaufen sein. Aber was? Komm rüber und kick noch. Darin meinst du? Ja. Ja. Muss ich ja wohl. Und wenn das nun Spätzündung gibt? Hast Schiss? Nö. Aber dann sagst du ans in, ne? Dafür kratz ich dir von der Wand ab, Richie. Na gut, ich komm mit. Ja, bitte. No, der Profi-Guide für. Herr Fröhlich? Herr Fröhlich? Ist sie weg? Ja, und die Söhne auch. Weißt du, wo sie abgeblieben sind? Oma, ich hab einen Zombie sehen. Ja, und? Das hast du doch vielleicht nicht gewöhnt haben, wie all diese Horrorfilme. Aber hier, Was? in dem Zimmer. Mein Zeit, was hätte ich für einen Schreck kriegen? Mann, bist du ganz durch den Wind mit dir? Hätte die doch nichts andauern. Nee, das hätte ich weet nicht. Ich wär ja nicht mehr Bibi.
kann mich gar nicht vorstellen, dass ein Zombie auf unanständige Gedanken kommt. Du hättest den Tisch nur an verkehrte Endfachmod. So an verkehrte End. Na hier, so ein Fachmodplan. Hol dir an! Man kannst du die verkehrte sehen, Loch. Sie haben ja der größte... Ja, was ist denn, was soll? Wo ist Rainer? Wo ist Rainer? Rainer kommt kommen. Rainer! Oma, du hast mich doch versprochen. Du holst die Polizei. Jawohl. Die Polizei, Oma? Ganz recht, die Polizei. Ja, aber wenn man das genau nehmen darf, eigentlich ist sie doch all hier. Hm? Oh. Ach du. Ich denke, du kannst bloß mit hilflosen Personen umgehen. Kannst du richtige Ganoven fast nehmen, was? Chlor doch, was für Ganoven, Oma? Die war sogar von Söldenmehl, dann warst du das ja gewohnt, ne? Hier, für alle Fälle. Oder du die Lok ist es für. Ach, Rainer, hier, den Spruch, der bringt von mir in seine Ohrenheim am Sachsenwalde. Hast du verstanden? So. Und nur Attention. Jawohl, hier. So. Nur das Gute bricht sich Bahn, nicht? Ach, da ist schon die Bühne. Hier. Ja. Wie wollte ich erst übermorgen abreisen, aber nur all das, was ich hier von oben belebt habe, holt mir kein Teil Peer mehr in der Tuss hier. Rainer, hier, pass auf, du. Ich sag nur Arrivederci. Vielleicht kriegt die Postcode in Hongkong. Aber noch was. Da war Tita die in der Nähe Wohnung umsät. Ich hab das Hus an der Bank verkauft. Am ersten ist wohl nur der letzte. Ahoi!